Ja, herzlich willkommen wieder bei Literatur im Grünen. Heute gibt es zwei Gedichte. Eines über das Essen und eines über die Vorstadt. Essen ist meine Lieblingsspeis. Wenn in einem Teller warmem Wasser zwei harte Klöße schwimmen, dann ist klar, jetzt muss die Beute gescheit zum Essen kommen. Wenn die Kartoffel quetscht haben, nicht berührt und alles ist nur ein Batz, dann bist du irgendwo im Norden, aber sicher nicht in Graz. Wenn über der Panier vom Schnitzel die Tunke schwimmt, der Geschmack ist hin, dann sitzt du irgendwo in Deutschland, aber leider nicht in Wien. Wenn die Käse-Sahnetorte schmeckt wie hin Topfencreme und du hast blöderweise noch gekostet, dann weißt, bei uns hätte es bessere gegeben. Wenn die Frau vom Service kommt und sagt, hätten Sie Kaffee gern, dann sollst du schauen, dass du weiterkommst, weil ab jetzt kann es gefährlich werden. Schau, dass du zurück in unser Land kommst, kulinarisch fällt es nicht schwer. Schau nur ganz kurz bei der Grenze zurück, schmeiß deinen Pass gleich hinterher und da bei uns dann such ein Gasthaus, wo es außer riecht, nicht duftet. Wo wer kocht, der es wirklich kann, der sehr hart arbeitet und nicht schuftet. Dann endlich in der goldgelben Suppe, feinhändig geschnitten und schön dünn, langsam, leicht nur zwischen die Kräuter, schweben die Frittaten drin. Hellbraun ausgebacken sind's, leicht schwimmt alles als ob's fliegt, und vom Boden von dem Pfandl haben sie ein schönes Muster gekriegt. Mit dem Schnittlauch tanzen sie Walzer und sie gründen einen Verein. Und wer kocht in der Wirtschaft, muss ein Österreicher sein. Wenn das gut panierte Schnitzel, gefühlvoll durchklopft und schön dünn, sie mit den Braterdäpfeln zusammentut, dann hat das Leben erst einen Sinn. Wenn ein Gulasch, so wie es sein soll, nach einem echten Gulasch schmeckt, kannst du sicher sein, in dem Kochtopf ist kein Kotz verreckt. Wenn sie als Abschluss mir servieren, mit Rübenmarmelade, zwei hauchdünne Palatschinken, dann ist mir ums Geld nicht leid. Wenn die Kölnerin mein Bier schnappt und dann sagt, das ist ein Scherz, da fällt der Schaum, ich bringe nichts, dann zerreißt mir fast das Herz. Ich brauch keine gatschigen Burger, Pommes und Spielzeug ohne Sinn. Da will ich zum mutigen Bürger, in dem Essen ist nichts drin. Kennst du noch ein Einbrennen für die Suppen? Ein Mehlteigel für ein bisschen Kraft? Eine Schwammelsauce mit Zwiebel, Knödel, Fleischlaberl mit Püree und Saft? Brathändel ja mit Saft und Knödel, kein kochtes Suppenheim mit Reis. Und auf Nacht kein trockenes Rührei. Ich will eine gute Eierspeis. Wem das wurscht ist, der hat heute eine große Auswahl, ohne Ende. Aber mir tat was angehen, wenn man das Gute nicht mehr kennt. Ob süß, ob sauer ist nicht wichtig, gut gemacht muss sein, dann stimmt der Preis. Ich weiß genau, was falsch und richtig. Essen ist halt mein Lieblingsspeis. Vorstadt. Der Wind pfeift hart durch unser Gassen, schmeißt alles durcheinander. Ein Schwarm Servietten hängt grad ab, da drüben beim Würstelstand. In der Locken bei der Tankstelle glänzt der Regenbogen aus Benzin. Beim Auto, das daneben steht, da ist die Scheiben hin. An der Haltestelle da drüben, da bin ich einmal gesessen. Wer da mit mir nicht mitgefahren ist, das habe ich schon vergessen. Ein schönes Bild habe ich dort gesehen mit nassen Pflastersteinen. Später wollte ich es dann beschreiben, nur verstanden hat mich keiner. War kein Wunder, dass so war. Das Haut kam von den Socken. So eine Beschreibung dauert lang. Die Steine waren bald trocken. Der Wind ward scheppernd was daher, eine leere Dose Spreit. Wie ich das erstmals getrunken habe, das war eine schöne Zeit. Mit Ringgespiel und Autodrom auf einer schieren Stätten. Und wir waren alle unter Strom mit unseren ersten Zigaretten. Ich sehe die Dosen jetzt von oben, ich schaue gerade aus meinem Zimmer. Der Wind hat Jalousien verbogen, Servietten fliegen noch immer. Vor meinem Fenster ziehen sie jetzt gerade den Gehsteig schnell vorbei. Es sind viele Leute drauf, doch ich kenne nur zwei oder auch drei. Wie ein Bahnsteig bei einem Bahnhof, wenn der Zug vorbeischießt und die Zeitlupe mein Gesicht erst in die Gedanken einfriest. Was passiert, ist relativ. Was da bleibt, das sind Gedanken. Alles, was zählt, das ist fiktiv, nur die Wirklichkeit hat Schranken. Die Sonne leuchtet noch einmal ganz rot in meine kleine Kammer. Der Mond mit seiner scharfen Sichel ist halt echt ein Hammer.
In der Nacht, da bläst der Wind stark wie ein Berserker. Wenn aber eine Lampen findet, nur ein bisschen stärker. Dem wilden Wind sein Rhythmus greift, es tanzen alle Lichter. Jedes Hausig schnauft und pfeift und der Mond schneidet Gesichter. Ich setz mich hin und trinke ein Bier, will mir neue Socken. Die nasse Straßen vor der Tür legen die Servietten trocken. Danke fürs Zuhören.